In ihrem Büro in Washington knüpft sie Verbindungen zu Politikern und Menschenrechtlern, um auf das Schicksal ihres Volkes aufmerksam zu machen. Wohl wissend, dass sie damit auch ihre in Ostturkestan lebenden Kinder gefährdet. Im Gegensatz zu den Tibetern ist das Volk der Uiguren kaum bekannt, obwohl es von China seit mehr als 50 Jahren unterdrückt wird. Ohne die Lobbyarbeit von Rebiya Kadeer würde sich wohl kaum jemand für die Uiguren stark machen. Die internationale Gemeinschaft soll uns den Weg zu unserer Selbstbestimmung ebnen. Wir wollen unsere Sprache sprechen, frei wählen, frei leben, dass unsere Unterdrückung aufhört. Wir appellieren an die Vereinten Nationen. Wir halten das Recht auf Autonomie zwar in den Händen, aber es ist nichts wert. Wir wollen endlich unsere Selbstbestimmung. Wie direkt ihre Arbeit in den USA das Leben ihrer Kinder in Ostturkestan gefährdet, weiß Rebiya Kadeer nicht. Sie hat keinen Kontakt zu ihnen. Nicht einmal anrufen kann sie. Ihr Telefon wird abgehört. Die Familie zahlt für den Kampf ihrer Mutter einen hohen Preis. Die Chinesen Kinder zu langen Haftstrafen verurteilt, nur weil sie meine Kinder sind. Und alle Uiguren sind für die Chinesen schuldig, nur weil sie Uiguren sind. Die Uiguren in Ostturkestan sind Muslime, haben eine eigene Kultur und sprechen ihre eigene Turksprache. Sie leben von Handel und Handwerk, betreiben aber auch Ackerbau und Viehzucht. 1949 beanspruchte China ihr Gebiet, das fast 5-mal so groß ist wie Deutschland, für sich. In der Hauptstadt Urumqi leben die 5 Kinder von Rebiya Kadeer, die die Chinesen nicht ausreisen lassen. 2 sitzen im Gefängnis, die anderen 3 werden ständig überwacht. Ihre Pässe hat ihnen die Polizei abgenommen, wie allen Uiguren vor den Olympischen Spielen. In dieser Straße lebte die Familie. Hier steht auch das Kaufhaus, das Rebiya Kadeer damals als erfolgreiche Unternehmerin besaß. Längst betreiben es Chinesen, obwohl es offiziell ihren Kindern gehört. Strafe für Rebiya Kadeers politisches Engagement. Überall chinesische Polizei und Geheimdienst. Gedreht werden kann hier oft nur mit versteckter Kamera. Ostturkestan ist für ausländische Medien fast vollständig gesperrt. Die glückliche gemeinsame Zeit der Familie in Ostturkestan. Für Rebiya Kadeer heute nur noch eine schmerzhafte Erinnerung. Die chinesische Regierung zerstört das uigurische Volk, wirtschaftlich und kulturell. China hat uns alles weggenommen, unsere Häuser, unser Land, und hat es den chinesischen Zuwanderern gegeben. Bis 1999 kann Rebiya Kadeer in Ostturkestan verhältnismäßig frei leben. Dann stecken die Chinesen sie ins Gefängnis. Rebiya Kadeer wächst in ärmsten Verhältnissen auf. Heiratet schon mit 16, bekommt ihre ersten Kinder. Aber sie arbeitet hart und hat mit ihren Geschäften großen Erfolg. Als ich meinen ersten Mann geheiratet habe, hatten wir nicht mal Geld, unsere Kinder zur Schule zu schicken. Ich habe Kleidung und Schuhe genäht und einen kleinen Laden aufgemacht. Den Chinesen war das suspekt. Ich glaube, sie haben meinen Mann gezwungen, mich, die Kapitalistin, zu verlassen. Als ich viel Geld verdient hatte und zurück wollte, war mein Mann neu verheiratet. Ich stand alleine da. Sie kämpft sich wirtschaftlich ganz nach oben und wird eine der reichsten Frauen in Ostturkestan. Ihr gehören diese große Einkaufspassage und ein Restaurant. Der chinesischen Staatsführung ist Rebiya Kadeers wirtschaftlicher Erfolg ein Dorn im Auge.
Um die immer selbstbewusster agierende Frau unter Druck zu setzen, benutzen sie ihre Kinder. Natürlich habe ich meine Kinder wahnsinnig geliebt. Aber ich musste mich ja von ihnen trennen. Die Chinesen wollten, dass sie bei meinem geschiedenen Mann bleiben. Sie dachten wohl, wenn wir die Kinder unter Kontrolle haben, haben wir auch sie unter Kontrolle. Doch Rebia Kader spielt nicht mit. Wohl aus Wut und Verzweiflung über die chinesischen Behörden beschließt sie, politisch aktiv zu werden. Sie heiratet wieder und engagiert sich für Frauen, für bessere Arbeitsbedingungen, mehr Rechte in der Ehe. Mitte der 90er Jahre gründet sie die 1000-Mütter-Bewegung. Ich wollte Heldinnen schaffen. Ich habe gesagt, wenn ihr euch und eure Familien rettet, werdet ihr Heldinnen. Aber ihr müsst es selbst tun. Das lässt sich die chinesische Staatsführung noch gefallen. Aber dann beginnt Rebia Kader Selbstbestimmung und Menschenrechte für ihr ganzes Volk einzufordern. Mein Vater hat schon immer zu mir gesagt, du bist für dein Volk geboren. Diese Entscheidung wird zum Wendepunkt in Rebia Kaders Leben und in dem ihrer Familie. Ihre Tochter Ray erinnert sich. I was always proud of what she did. Ich war immer stolz auf das, was sie getan hat. Ich wusste ja, sie war klug, sie war reich. Sie konnte sich alles leisten, was sie She wollte. could do anything she wanted to. Aber es gab eigentlich nur eine Sache, die sie wirklich interessiert hat. Die Freiheit unseres She Volkes. always wanted to do it. Sie wollte innerhalb der Regierung etwas erreichen. Das habe ich von klein auf mitbekommen. Within our government, Dass sie sich allerdings so sehr mit der chinesischen Führung anlegen würde, das habe ich nicht geahnt. that was my thought all the time. Die Geschäftsfrau und Mutter von 11 Kindern lässt sich in den chinesischen Volkskongress wählen. Auch jetzt noch will die chinesische Staatsmacht sie gezielt nutzen, um zu demonstrieren, dass Minderheiten in China zu Wort kommen dürfen. Aber Rebia Kader beklagt öffentlich die Unterdrückung ihres Volkes. Sogar gegenüber Staatspräsident Jiang Zemin. Das sorgt für Schlagzeilen. Eine selbstbewusste, wirtschaftlich erfolgreiche Uigurin, Teil einer Minderheit, die Freiheit und Menschenrechte für ihr Volk einklagt. Jetzt fühlt sich die chinesische Staatsmacht von ihr herausgefordert. Die chinesische Regierung hat doch schon früh verkündet, alle Uiguren, die reich sind und Geld verdienen, sind Teufel und stehlen dem gewöhnlichen Volk, den Chinesen, das Geld. Diese Menschen müssen vernichtet werden. In den 70er Jahren haben sie 6000 einflussreiche Uiguren eingesperrt. In jedem Dorf haben sie 2 bis 3 einfach umgebracht. Mitte der 90er Jahre nehmen die Spannungen zu. In Guljar im Nordwesten Ostturkestans demonstrieren junge Uiguren für mehr Freiheit und Menschenrechte. 2 Jahre vor dem Massaker auf dem Platz des himmlischen Friedens. China schreitet ein mit Kampftruppen. Sie haben den Platz, auf dem die Demonstration stattfand, in